Natürlich hat auch der Ochs noch nie über seine Hörner nachgedacht. Und so sind die Tiere alle im Kreis herumgestanden, haben von oben bis unten angelotzt und sind ganz von der Opsi gsi. Schliesslich brummelte der Bär. Wir wollen jetzt alle mal ganz still sein und fest nachdenken. Da stehen sie, denken und denken. Aber es ist nichts dabei rausgekommen. Schliesslich sagt der Geißbock: Meh, mir ist ganz trümmelig. Meh, die Denkerei ist meine nicht gesund. Meh, und überhaupt muss ich zu meinen Geissen. Meh. Der Geißbock ist davongerannt. Kurz auf eben fangen auch der Witter und der Hirsch an stöhnen und maulen. Oh, ich habe Kopfweh. Bäh, und ich erst. Die Denkerei ist nichts für mich. Bäh, ich bin es nicht gewöhnt. Der Ochs hat Hunger bekommen. Wo hat's ja nichts Gutes zu fressen? Ich muss auf meine Weide zurück. So sind alle auseinandergelaufen, jeder in eine andere Richtung. Der Bär schaut ihnen an und schüttelt den Kopf. Auf einmal schlägt er sich mit seinen dicken Pfoten auf seine pelzige Stirn und ruft ganz fröhlich: Jetzt habe ich's. Die können ja alle gar nicht richtig denken. Die sind ja dumm. Dumm sind die. Drum wachsen denen auch lauter Dummheiten aus dem Kopf raus. Bei mir können keine rauswachsen, weil keine drin sind. Mein Kopf ist voller gescheiter Gedanken. Drum ist er auch so dick, dass die gescheiten Gedanken alle schön nebeneinander Platz haben. So ist der Bär zufrieden in seine Höhle zurückgetrottet. Der Hirsch, der Ochs, der Widder und der Geißbock aber wissen heute noch nicht, warum sie Hörner auf dem Kopf haben und der Bär keine.